Ja, ihr habt die erste Portion Hard Music auf die Ohren bekommen. Wir kommen zur Strong Message. Nehmen Platz. Der Moshpit. Hochenergetischer Körperkontakt. Säckeln, Rempeln, Gumpen. Genau, nein. Wie sagen wir auf Berndeutsch eigentlich? Ich weiß gar nicht. Hat eine andere Muttersprache. Pogen, genau. Wo kommen die Moscher in der Bibel vor? Es gibt hier in der Antike ein Volk. Auf Griechisch heißen sie Moschoi oder eben auf Deutsch Moscher. Von ihnen schreibt zum Beispiel der griechische Historiker der Herodot und auch die jüdische Gelehrte der Flavius Josephus setzt die Moschoi mit Meschech gleich, wo wir eben auch in der Bibel finden. Einer der Nachkommen von Noah heisst so, Meschech. Offenbar ist sein Name auf seine Nachkommen übergegangen und aufs Land, wo die Nachkommen bewohnt haben. Der Prophet Hesekiel erwähnt Meschech wiederholt, zusammen mit Tubal, und zeigt, dass die Moscher im Norden von Israel wohnen. Das heisst von ihnen, sie würden der grossen Handelsstadt Tyrus Sklaven und Kupfer verkaufen. Und eben, sie würden oft Krieg führen. Und sie sind Teil von dieser übermächtigen Heeresmacht von Gog, von Magog, aus dem Norden, wo Israel bedroht. Das Meschech oder eben die Moscher, die sind heute Abend ja schon im Psalm 120 vorkommen. Die Moscher sind in der Bibel offenbar ein Sinnbild von einem feindseligen, barbarischen Volk. Ein übler Barbarenstamm. Und ja, wenn man mit szenenfremden Augen auf die Vorgänge im Moshpit schaut, dann kann ihm das ja schon sehr barbarisch vorkommen. Wir schauen uns mal die Wall of Death bei einem Konzert von Exodus zu Wacken an. Hold! Hold! Der Dr. Nico Rose vergleicht in seinem Bestsellerbuch Hard, Heavy und Happy, wo da vorne steht, A Wall of Death mit Herr der Ringe. Und zwar, A Wall of Death sei wie die finale Schlacht vom Schwarzen Tor von Mordor, aber eben nur mit weniger Anlauf, ohne Schwerter und deutlich weniger Toten. Es hat immer wieder Leute gegeben, die vor den Gefahren von dem barbarischen Treiben im Moshpit gewarnt haben. Die Gewalt, das Animalische, das hier am Metal-Konzert zelebriert wird. Ja, insofern ist der Moshpit ein Sinnbild für die rauche Welt, so wie sie eben ist. Aber die Realität im Moshpit ist viel differenzierter, als die braven Bürger sie sehen. Der Nico Rose schreibt zu Recht, das ist autobiografisch: Ich möchte gar nicht verhehlen, dass der eine oder andere Protagonist ein paar blaue Flecken durch diese spezielle Turnübung davonträgt. Aber ernsthafte Verletzungen sind eine ausgemachte Seltenheit. In 30 Jahren und einer deutlich dreistelligen Anzahl von Konzerten habe ich mir nur ein einziges Mal mehr zugezogen als den obligatorischen Muskelkater im Nacken. Und das wiederum ist nur passiert, weil jemand die Regeln nicht befolgt hat. Genau. So barbarisch der Moshpit aussieht, wir schauen zueinander. Wenn jemand umkehrt im Circle Pit, dann stellt sich der Erste, der es sieht, sofort schützend hin und bremset den drehenden Mob. Und jemand anders hilft der gestürzten Person wieder auf. Und so ist der Moshpit eben nicht nur ein Sinnbild für die rauche Welt, sondern für das gute Leben. Wer im Moshpit vom Leben umkehrt,
dem helfen wir wieder auf. Wer im Moshpit vom Leben umgeht, dem helfen wir wieder auf. Mir ist da in den Sinn gekommen, was uns der Lukas von Jesus überliefert. Wir hören es in der Lesung vom Fippo. Da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus fragte ihn zurück: Was steht im Gesetz? Was liest du da? Der Schriftgelehrte antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet, halte dich daran und du wirst leben. Aber der Schriftgelehrte wollte sich verteidigen, deshalb sagte er zu Jesus: Wer ist denn mein Mitmensch? Was ist damit gemeint? Jesus erwiderte: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, ein Tempeldiener, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einem Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er 2 Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Pflege den Verwundeten, wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, sagte Jesus, wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete: Der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und mach es ebenso. Merci, Fippo. Wer im Moshpit vom Leben umgeht, dem helfen wir wieder auf. So einfach ist es auf eine Art. Das ist das, was Gott von uns möchte. Die Geschichte von Jesus redet da eigentlich für sich. Ja, wer ist mein Nächster? Wer ist der Mitmensch, der meine Zuwendung braucht und verdient? Nicht nur die Familienmitglieder, nicht nur die Freunde, nicht nur die Mitglieder der eigenen Religionsgemeinschaft. Wer ist mein Nächster? Einfach jede Person, die mir begegnet und in Not ist. Das ist in dem Moment die Person, die deine Liebe, deine Hingabe verdient hat. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Oder in Hingabe, wie wir es übersetzt haben. So habe ich es im letzten Gottesdienst erzählt, das Motto von Paulus für das Jahr. Wer im Moshpit vom Leben umgeht, dem helfen wir als Leute von der Metal Church wieder auf. Ich habe letzten Monat betont, dass der Paulus zwar sagt, alles, was ihr tut, geschehe in Hingabe, aber dass er nicht sagt, wir sollen alles tun. Wir dürfen und müssen auf unsere Kräfte schauen. Ich muss nicht alles für alle machen. Ich finde das so entlastend, dass wir das auch im Gleichnis von Jesus da finden. Ja, der Samaritaner, ist ja sprichwörtlich geworden, heute, dass es Samaritervereine gibt, aber da ist eine Erfolgsgruppe. Ja, der Samaritaner lässt alles liegen und stehen, wo er das fremde Opfer von dem Gewaltverbrechen am Strassenrand sieht. Er schaut in dem Moment nicht primär auf die eigene Sicherheit und hilft jemandem, der sogar zu einer Bevölkerungsgruppe gehört, die für seine Bubble verhasst ist. Er ist Samaritaner, der
Das ist ein Jude. Er muss sein Programm unterbrechen und scheucht weder den Aufwand noch Kosten. Er macht sich die Hände dreckig. Er stellt sich der Überforderung und läuft nicht davon. Aber, und das finde ich eben entlastend, er delegiert die Sorge um den Verletzten dann auch wieder. Er zahlt den Wirt für die weitere Pflege. Er holt sich selber Unterstützung und lässt los. Alles, was ihr tut, geschehe in Hingabe, aber nicht tut alles. Die Frage ist also immer, was ist mein Part? Und ja, mein Part, der darf und wird mir wohl auch etwas kosten. Es geht um Mitleid, um Mitleiden. Jemandem aufhelfen, der im Moshpit vom Leben umgekehrt ist, das kostet mir etwas. Darum läuft der Priester und der Levit ja auch vorbei. Und darum gibt es in dieser Welt ja immer noch so viel Not. Was ist mein Part jetzt in diesem Moment? Aber ich darf die Verantwortung auch wieder weitergeben und delegieren. Das ist ein grundlegendes Prinzip im Reich von Gott. Ich muss und kann nicht alleine. Die Not in dieser Welt können wir nur miteinander begegnen. Die Vielfalt der Begabungen, der Charaktere und der Kräfte. Und noch einen zweiten Aspekt, der mich bewegt, finden wir im Rahmen der Geschichte von Jesus. Wieso erzählt Jesus das Gleichnis? Sie philosophieren im Streitgespräch über das gelingende Leben. Wie bekomme ich das ewige Leben? Also, wie sieht das Leben aus, das ewig ist? Das Leben, das so richtig und gut ist, dass es in Ewigkeit Bestand hat. Jesus und sein Gesprächspartner sind sich vom Prinzip her einig. Das gelingende, ewige Leben, das kommt aus der Verschränkung von der Liebe zu Gott und von der Liebe zu den Mitmenschen. Jesus zeigt in dieser Geschichte aber auch sehr anschaulich, dass das eine eben nicht ohne das andere zu haben ist. Also die Liebe zu Gott nicht ohne die Liebe zu den Mitmenschen. Weil die ja beispielhaft für Gottes Liebe müssten stehen, also der Priester und der Levit, die versagen kläglich. Sie sind nur scheinheilig. Aber der Samaritaner, der nicht ins Schema der Frommen passt, der lebt das, was es für das ewige Leben vorbildlich braucht. Jesus sagt nicht, dass die Liebe zu Gott nicht wichtig wäre und alle frommen Heuchler sind. Nein, er bekräftigt das jüdische Gesetz. Er sagt, gib dich an Gott hin mit ganzem Herz, mit ganzer Kraft und ganzem Verstand. Aber ob wir das wirklich machen, das kann man entscheidend an unserer Hingabe an die Mitmenschen ablesen. Der Apostel Johannes schreibt so, wir lesen das im 4. Kapitel vom 1. Johannesbrief. Wer behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Dieses Gebot hat uns Gott gegeben. Wer ihn liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Ja, unsere Gottesliebe muss man an unserer Menschenliebe ablesen können. Und das führt ihn zum Schluss von dieser Predigt direkt zu einem Song von einem der berühmtesten Metaller aus dem grossen Nachbarkanton. Im Song vom Comedian Bülent Ceylan, da kommt der Zusammenhang von der Liebe von Gott zu uns Menschen und unserer Liebe zueinander unglaublich treffend zum Ausdruck. Dieses Gebot hat uns Gott gegeben. Wer ihn liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit: Amen. Amen.